Hallo ihr Lieben und willkommen bei der nächsten Rauhnacht. So langsam geht es auf das Ende zu. Wir haben noch 3 vor uns. Das heißt, das hier ist die 10., die vom Oktober. Hier wurde in dem Buch, von dem ich euch gesprochen habe, ganz zu Anfang, wurde die Idee aufgegriffen, sich mit dem Adler ohne Namen zu befassen, der in der nordischen Mythologie eigentlich um und über Yggdrasil, über den Weltenbaum kreist und eigentlich auf diese Art und Weise die Möglichkeit hat, einen Blick auf die verschiedenen Ebenen zu werfen, auf die verschiedenen Aspekte und das Gesamtbild zu schauen. Das heißt auch, wer sich mit Schamanismus befasst und Schamanistik befasst, der wird diese Idee und diese Lehre von einem Krafttier, vom Adler als Krafttier mit auf den Weg bekommen. Wobei ich wirklich einmal ganz kurz etwas anderes aufgreifen möchte. Ich erlebe sehr oft in unserer New Age Esoterik die Leute, die glauben, dass verschiedene Tiere als Krafttiere edler sind als andere. Jedes Tier kann ein Krafttier sein. Jedes Tier hat eine Lehre, denn diese Tiere, das ist ja nicht irgendeine esoterische, New Age esoterische Idee, sondern es ist, was New Age Esoterik heutzutage damit macht. Früher war das so, dass in den Naturkulturen die Leute diese Tiere beobachtet haben, um herauszufinden, ob das, was die Tiere machten, ob man das irgendwie umsetzen konnte, um selbst ein sicheres Leben oder ein besseres Überleben am Anfang bis hin zu einem besseren Leben im Inhalt zu führen. Und eigentlich so, um Tipps mit auf den Weg zu bekommen. Und heutzutage erlebe ich leider sehr viel, auch durch sehr viele Orakel, dass das so ein bisschen, das ist nicht mehr so pragmatisch. Das heißt, ich bin heutzutage der Meinung, wer sich damit auseinandersetzen möchte, der sollte darauf achten, welche Orakel, Krafttier-Orakel er kauft, beziehungsweise sich vielleicht, wenn er einem Tier andauernd begegnet, eher auf dem Fernseher eine Sendung zu diesem Tier anzuschauen und zu sehen, wie benimmt sich das Tier im Alltag und wie kann ich dieses Benehmen so übernehmen, damit ich etwas davon herausnehmen kann, damit es mir irgendwie hilft und mich unterstützt auf dem Weg. Das heißt, Tiere wie Adler, Delfin oder Wolf, das bedeutet nicht, dass man toller ist, weil man die hat, sondern ganz im Gegenteil, dann hat man wesentlich mehr zu lernen normalerweise. Hier möchte ich das Tier aber wirklich allgemein hereinbringen, während wir Momente, durch zum Beispiel jetzt hatten wir das Detail Krafttier, wir hatten das Detail Ahnen, wir hatten das Detail Energien, das Detail Traumata versus Kräfte und Fähigkeiten, die man mit sich nimmt und so weiter und so fort. Und jetzt gibt uns der Adler die Möglichkeit, uns zu erheben und das Gesamtbild zu schauen. Das alles, all diese Anteile sind in gewisser Weise wir. Das heißt, auch wenn wir hier nur ein Detail in diesem Körper sind, aber wir sind mit all diesem verbunden, wir sind in Anteilnahme mit all dem, was uns umgibt. Und zum Beispiel, wenn man ein Problem hat, das Problem nicht einfach sich nicht nur auf dieses Problem zu versteifen, sondern eben, wie gesagt, sich einmal zu erheben und zu sagen, wie sieht dieses Problem in der Situation aus? Ist es ein Problem oder ist es nur mein Blickwinkel darauf? Und einfach diese Möglichkeit zu haben, auch mal von diesen Details loszulassen. Denn Details sind natürlich auch gut, es kommt immer auf die Situation an, aber hin und wieder versteifen wir uns zu viel auf dieses Detail und sehen nicht das um uns herum. Ich denke dabei immer an einen Aspekt, der mein Bruder mir mal erzählt hat, es gibt hier in Luxemburg einen Kurs, damit man späterhin, nachdem man also Auto fahren kann, ein bisschen mehr Übung bekommt, wie man in Gefahrensituationen klarkommt. Und das Erste, was ihm sein Kursleiter beigebracht hat, ist, wenn ihr auf der Straße seid und ihr seht einen Reifen zum Beispiel in der Straße, schaut nicht auf diesen Reifen. Also schaut nicht so auf das Detail. Denn in dem Moment, wo ihr euch auf den Reifen konzentriert, werdet ihr mit dem Wagen automatisch auf den Reifen dasteuern. Das geht darum, seinen Blick ausreichend zu erweitern, dass man den Weg um den Reifen herum auch mit in Betracht zieht, damit man diesen Reifen eben halt umfahren kann. Und ich denke, das ist oft der Fall. Ich kann mich erinnern, dass bevor ich noch wirklich so in diesen
Sparten wirklich unterwegs war, wenn irgendjemand ein Problem hatte und ich war eher im Sinne von, okay, wir kennen jetzt das Problem, was sind die Lösungen? Dann haben mir die Leute das Problem weiterhin erklärt und noch detaillierter erklärt und zerkaut und so weiter und so fort. Und ich habe dann gesagt, ja und, was ich das Problem besser kenne, was ich eher an eine Lösung komme. Nein, man fokussiert sich zu sehr auf das Problem. Und diese Möglichkeit zu haben, sich da wirklich aus dieser Situation vielleicht ein bisschen herauszuholen. In der NLP spricht man von Metapositionen. Also sich wirklich vorzustellen, wenn hier meine Situation ist, wie würde der Adler oben diese Situation jetzt sehen und betrachten, mit all dem, was um das Problem oder die Situation ist, dann kann einem das helfen, seinen Blick eben halt zu erweitern und auch ein bisschen Luft zu bekommen, weil man nicht mehr so vor dem Baum steht. Wie heißt das? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil man eben so vor diesem einen Baum steht und nicht mehr den gesamten Wald eben halt mit in Betracht hat. Und da kann uns der Adler helfen in dem Sinne. Ich möchte auch hier so ein kleines, ich sag mal so euch etwas mit auf den Weg geben, was ich auch gelesen habe, was ich irgendwie mega spannend fand. Wer jetzt Lust hat, der nimmt ein Blatt Papier und zeichnet eine Spirale darauf. Und achtet wirklich darauf, von wegen, ihr macht die Spirale und achtet darauf, wie die Spirale aufgesetzt ist. Und am Schluss vom Video werde ich auf die 4 Möglichkeiten der Spirale eingehen und im Sinne von, vielleicht erklärt die euch, in welche Richtung ihr euch gerade bewegt und was ihr da rausnehmen kann. Auch hier, es gibt kein Gut, kein Schlecht, es gibt kein Positiv oder kein Negativ, sondern ihr könnt dann in euch hineinfühlen und sagen, ja, das ist genau das, was ich gerade benötige, oder im Sinne von, das mache ich jetzt schon zu lange und es ist vielleicht jetzt an der Zeit, in eine andere Richtung zu gehen. Aber ich werde daraufhin zum Schluss wieder darauf zurückkommen. Das heißt, auch heute greife ich dann noch einmal in mein kleines Säckchen, das immer leerer wird, und schaue mir an, was zu dem Thema Weitblick, und ich wusste es, welche Rune ich ziehen würde, beziehungsweise zu dem Thema Weitblick, was die Rune dazu zu sagen habe. Und ich ziehe Isa. Jetzt könnte man sagen, Isa ist ist Eis, wo man in einer Situation erstarrt, wo man das Gefühl hat, sich nicht herauszubewegen. Aber Isa ist aber auch die Rune des kompletten Potenzials. Das heißt, ehe irgendetwas aufbricht, also man kann sie wirklich mit dem Urknall in Verbindung setzen. Das heißt, ehe es den Urknall gab, der diese Universen erschaffte, war alles in diesem kleinen Punkt, so wie hier dieser kleine Strich, war alles da drin verbunden. So, alles. Jedes einzelne Potenzial, alle Möglichkeiten, alles war da drin. Und erst in dem Moment, wo es knallte und auseinanderbrach, war es möglich, eben hier das eine ein Teil, hier das andere Teil und so weiter und so fort. Man findet das übrigens auch wieder im Taoismus wieder. Jetzt kann man sagen, wenn ich gerade auf diesem Punkt bin, dass der Adler mich jetzt gerade in diese weite Sicht hineinnimmt, was mache ich da mit Isa? Und das ist vielleicht gerade der Punkt. Das heißt, Isa mit dem Eis ist auch gerade ein Stillstand. Und wenn ich mich jetzt oben in den Lüften, auch wenn ich in den Lüften bin oder wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich möchte mir alles anschauen und ich bewege mich zu viel hin und her, könnte es sein, dass ich was verpasse. Jeder, der sich mit dem Aspekt des Jägers in Verbindung bringt, der wird erklären, dass wenn man wirklich sein Wild erwischen möchte, egal ob das ein Tier ist oder ein Jäger, dann muss man erst einmal stillstehen. Das heißt, man muss erst einmal in diese Isa-Position gehen. Der ist auch in der Meditation, kann man den einsetzen, im Sinne von, man ist in seiner Mitte. Isa könnte auch diese mittige Linie sein, die durch uns geht und wo ich sage, jedes Mal, wenn ich merke, dass ich zu viel in Bewegung bin, komme ich auf diese Mitte wieder zurück, um in mir drin diese Ruhe zu finden in dem Moment. Und nur dann, wenn ich still bin und wirklich diesen Blick öffne
um die Dinge auf mich zukommen zu lassen, dann kann ich die verschiedenen Dinge erkennen. Denn wenn ich jetzt den Kopf in die Richtung drehe, dann laufe ich Gefahr, dass ich das auf der anderen Seite irgendwo verpasse. Wenn ich mich aber eingenordet habe, dann bin ich offen und dort, wo ich nicht sehen kann, kann ich hören, kann ich spüren. Aber wenn ich in Bewegung bin, dann bin ich so damit beschäftigt, selbst in meiner Balance zu bleiben, dass ich nicht alles um mich herum mitbekommen kann. Das heißt, ich kann wesentlich weniger offen zu dem nach außen sein, wenn ich in Bewegung bin. Und hier ist jetzt wirklich der Augenblick, wo die sagen, okay, wir haben uns jetzt verschiedene Details angeschaut, verschiedene Aspekte. Und wenn du dich jetzt mit dem Adler in die Lüfte hebst, dann bleib oben erst einmal still. Bleib in deiner Isar-Linie, auch wenn du da gerade dich nicht bewegst, und lass einfach mal alles auf dich einwirken. Damit du dann wie der Adler, der dann dadurch das Detail erkennen kann, was wichtig ist und sich darauf stürzt, wie zum Beispiel ein Beutetier. Das heißt, ich bleibe da wirklich beim Jagen. Dieser wird sehr oft von den Leuten so, jetzt bin ich eingeengt, jetzt bin ich vereist und so weiter. Ich empfinde die Isar-Rune als ein sehr, sehr großes Potenzial, das uns irgendwo unterwegs des Öfteren verloren geht, weil wir zu viel in Hektik sind, weil wir zu viel in Bewegung sind. Und ich komme immer wieder mit dem Beispiel, was ich sehr mag, habe ich auch irgendwo mal gelesen, wenn jemand einen Wunsch ans Universum schickt, dann muss man sich das so, natürlich sollte man seinen Teil tun, aber wie in dem japanischen Restaurant, wo man das Essen in den Mund geworfen bekommt, das Essen kann nur in unserem Mund landen, wenn wir komplett stillstehen. Das heißt, mit dem Stillstand kommt auch das Vertrauen, dass der japanische Koch trifft oder dass das Universum trifft. Wenn wir in Bewegung sind, dann dürfen wir natürlich im Fluss sein. Das ist nicht der Punkt an der Geschichte. Aber der eine oder andere, der sich bewegt, könnte vielleicht einen Augenblick lang innehalten und sich fragen, bewege ich mich jetzt, weil ich im Fluss bin und Bewegung gerade das Richtige ist, oder bewege ich mich, weil ich gerade die Meinung habe, dass das Universum nicht fähig ist, sich darum zu kümmern, dass ich einen Wunsch ans Universum abgegeben habe, beziehungsweise ein Ziel vor Augen habe in diesen Dingen. Diese Energien können nicht mit uns in Einklang sein, wenn wir nicht erst einmal in uns selbst diese Ruhe drin haben, um diesen Einklang überhaupt zuzulassen. Das heißt, Isar kann man sehen als erstarren und sich nicht bewegen können, aber man kann das auch sehen im Sinne von, das ist eben gerade der Augenblick, wo jetzt Bewegen komplett falsch ist, und ich werde jetzt wirklich mal einen Augenblick in dieser Starre bleiben, weil es mir die Möglichkeit gibt, mich nach außen hin zu konzentrieren, und wenn ich mich dann wieder bewegen kann, dann weiß ich wenigstens auch, wohin ich mich bewegen kann. Das heißt, es gibt uns so ein bisschen im Sinne von, als würden wir uns zu unserem Ziel, wo ja auch schon vorher einmal gesagt wurde, man kann seinen Kurs immer wieder ändern, man kann sein Ziel immer wieder neu definieren. Vielleicht ist das hier der Augenblick, wo man sagt, wow, ist da noch etwas zu klären? Dann lauft nicht weiter, sondern nehmt euch diese Auszeit von Isar, diesen Stillstand, um das Ganze zu schauen und dann entweder zu sagen, nee, ist gut, der Weg ist noch immer klar, oder ich werde ihn ein bisschen mehr nach rechts oder nach links ausbalancieren. Immer wieder, auch diese Starre hilft, ein Gleichgewicht zu entwickeln. Denn auch wenn ich sage Starre, wenn ich eine Waage nehme, habe ich auch an einer Waage einen starren Punkt, damit die anderen Teile der Balance der Waage sich ausbalancieren können. Das heißt, wir benötigen diesen Teil wie vorher. Wir benötigen männlich und weiblich. Und auch hier, wir benötigen Flexibilität und wir benötigen einen Angelpunkt. Und das hier ist der Angelpunkt in dem Moment. Was sagen uns die Runen für das nächste Jahr? Also wir sind jetzt bei Oktober. Sorry, dass ich ein bisschen lachen muss, aber also ich spreche hier davon und ich sage, ja, wenn man im Fluss ist alles okay, dann darf man natürlich sich bewegen, und ich ziehe für den Oktober selbst
ziehe ich Lagus. Also Lagus betrifft eben gerade diesen Fluss, den ich angesprochen habe. Es ist ja eigentlich nur ein Strich mehr, wenn ich es genau nehme. Ne? Das heißt, ich habe hier Isar und wenn Isar in Bewegung kommt, dann kommt ein Strich bei und dann ist es Lagus. Das heißt, wirklich dieses von wegen, wenn ich wirklich mal einen Stopp mache und dann aus dieser Starre einfach nur mich entspanne, dann fließe ich automatisch in die Richtung, wie ich fließen soll. Dann mache ich nicht, ich bin in der Starre und ich will schon die ganze Zeit mich dorthin bewegen. Nein, sich darin entspannen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich sage, je nachdem, wenn man zum Beispiel eine sehr heftige Übung, die ich lange geübt habe, seltsamerweise, seitdem ich sie kann, habe ich fast kaum noch das Thema. Ich habe hin und wieder Wadenkrämpfe gehabt. Und dann tut man ja alles. Man tritt auf, man macht hier, man macht da, um irgendwie diesen Wadenkrampf rauszubekommen. Und irgendwann hat jemand mir gesagt, entspann dich in den Krampf hinein. Und ich dachte nur, ja, witzig. Und seitdem ich das kann, habe ich kaum noch Wadenkrämpfe. Und das ist dieses. Das heißt, sogar in dieser Starre kann ich mich in der Starre entspannen. Und wenn dann das Eis taut, dann komme ich automatisch in den richtigen Fluss. Das heißt, diese Möglichkeit, hatten wir Hagalas. Und ich finde das jetzt sehr spannend. Das heißt, Hagalas, das war Wasser in Eisform. Und müsste auch vielleicht die richtige Seite, das ist vorher Hagalas. Und Hagalas ist Wasser in Eisform, also in Isarform. Und wenn wir uns darauf einlassen und uns darin entspannen, kommen wir im Monat danach in den Fluss. Ich persönlich finde das jetzt gerade mega spannend, wie das auch hier wieder, also in den Runen selbst, sich zeigt, wie sich dieser Fluss entwickeln kann. Und ich habe gesagt, ehe ich mit dem Video aufhöre, möchte ich noch einmal auf die Spirale zu sprechen kommen. Und ich werde euch jetzt die Sache zeigen. Also ich hatte mir das hier noch einmal gezeigt. Einen Augenblick. Ich lese mir das nur noch einmal kurz noch. Das kommt davon, wenn man etwas notiert und dann aber späterhin nicht weiß, was man notiert hat. So. Es gibt bei der Spirale, die ihr gezeigt habt, gibt es 4 Energien, also 4 Richtungen, wie ihr sie zeichnen könnt. Und zwar, hier sind eigentlich die beiden, so sind sie sichtbar. Das heißt, entweder habt ihr eine rechtsdrehende gezeichnet, von außen nach innen, oder von innen nach außen, oder ihr habt eine linksdrehende gezeichnet, auch wieder von außen nach innen oder von innen nach außen. Die linksdrehende hat mit Wasser zu tun, hat sozusagen mit den eigenen Energien zu tun. Wenn man sie also jetzt von innen nach außen gezeichnet hat, dann ist das im Sinne von, dass ihr entweder in diese Energie kommen möchtet oder in dieser Energie drin seid, um euch mit euren eigenen Energien auszubreiten, aber damit auch eben das um euch herum zu nähren. Das heißt, es geht euch nicht nur um euch selbst in dem Moment, sondern im Sinne von, ja, ich bin jetzt dabei, Dinge zu entwickeln. Das können Energien sein, das können Talente sein, das kann was immer sein, was ich gerne nach außen hin mitgeben möchte, damit auch andere davon etwas haben, so in der Richtung. Wenn ihr sie nach innen gezeichnet habt, dann ist es der Augenblick, wo man sagt, ja, ich muss mich jetzt mal wieder selbst an meine Ressourcen denken, ich muss an meine eigene Quelle zurückkommen. Ich habe jetzt vielleicht zu viel nach außen hingegeben. Das ist wichtig, jetzt sich um mich selbst zu kümmern. Wie gesagt, was wichtig ist, das ist, fühlt in euch hinein. Ist das jetzt das, wo ihr sagt, ja, das passt jetzt in dem Sinne, oder sagt ihr, das mache ich jetzt seit 3 Jahren und vielleicht ist es gerade wieder wichtig, die Richtung zu ändern. Und dann könnt ihr euch eben darauf einstellen, welche Richtung und welche Drehung soll meine Spirale jetzt für das nächste Jahr bekommen. Ihr könnt sie euch dann ja auch in diese Richtung aufzeichnen, die ihr gerne haben möchtet. Die rechtsdrehende, die betrifft die Kreativität. Also es muss nicht unbedingt darum gehen, dass man dieses Kreative mit anderen teilt, sondern dass man sagt, ich bin mal für mich kreativ.
Vielleicht sind das wirklich typische kreative Dinge, wo man sagt, ich möchte mal ein Bild malen, das will ich jetzt schon seit 5 Jahren. Das ist die nach außen dreht, die rechtsdrehende, die nach außen dreht. Das heißt, das betrifft alles im Sinne von, eben wie gesagt, jemand, der jetzt sagt, was weiß ich, ja, im Frühling möchte ich mich um meinen Garten kümmern und den neu gestalten. Das ist eine Kreativität, die ist nicht für irgendjemand anderen, sondern die macht man erst einmal für sich selbst. Man ist einfach kreativ, nicht im Sinne von egozentrisch und die anderen müssen das jetzt betrachten, sondern es ist die Energie, einfach das Ganze mal kreativ umzusetzen. Umgekehrt natürlich genauso. Wenn man sie hier hineinzieht, dann hat man vielleicht sehr viel nach außen hin, war man kreativ, aber inzwischen fehlt einem Energie oder auch Wissen und man sagt, ja, jetzt möchte ich was Neues lernen, also dann wird man weniger kreativ nach außen hin, sondern nach innen hin und dann dreht die Spirale nach innen in dem Moment. Das heißt, die sind die 4 Energien und es geht nicht darum, dass das jetzt etwas über euch aussagen soll, sondern es soll euch einfach nur helfen zu sagen, okay, ich habe diese 4 Energien. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Spirale, eine rechtsdrehende Spirale nach innen gezeichnet. Und dass man sich dann erst einmal hinsetzt, also vielleicht wieder in diese Isa-Energie hineinsetzt und sagt, okay, ist das vielleicht so eine Nachricht von mir selbst an mich selbst, dass ich mal wieder etwas Neues lernen könnte? Ich habe jetzt so viel nach außen hin gemacht, vielleicht auch, ich sag mal, oberflächliches, ich setze es zwischen Gänsefüßchen, weil ich das jetzt nicht bewerten möchte, sondern es gibt Leute, die hatten, ja, sagen, ich hatte eine Auszeit von all diesen Dingen. Ich bin mal rausgegangen, ich habe Party gemacht und so und ich merke aber jetzt so, das war toll für ein Jahr, vielleicht auch für 2 Jahre und jetzt kommt die Frage, was will ich jetzt machen? Und diese Energie kann der Person sagen, okay, werd mal wieder ein bisschen stiller und lern mal vielleicht etwas, was dich interessiert. Nimm einen Kurs, der dich interessiert, damit du später das, was du in dem Kurs gelernt hast, wieder in die andere Richtung ausbreiten kannst. Also dann kreativ mit dem zu werden. Aber man macht ja immer so, es gibt diesen Ausdruck von wegen, man ist entweder Lehrer oder Schüler. Man ist ja gleichzeitig eigentlich beides. Und im Sinne von, ist es gerade an der Zeit, mehr Schüler zu sein oder mehr Lehrer zu sein? So ein bisschen dieses Ding. Also es geht nicht darum, mit diesen 4 Energien irgendetwas von mir aus zu bewerten, was ihr macht oder was ihr gezeichnet habt, sondern ich möchte euch damit nur mit auf den Weg geben, dass es euch eine Möglichkeit gibt, eure Energien neu auszurichten oder zu sagen, das ist jetzt wirklich die Energie, der ich folgen möchte, die passt jetzt gerade, oder um euch wach zu machen und zu sagen, ich mache das jetzt schon so lange und vielleicht ist es gut, jetzt in eine andere Richtung zu gehen. Vielleicht gibt es das, wie immer, irgendetwas mit auf den Weg, um jetzt die letzten Rauhnächte und dann eben auch dieses Jahr, was ja schon begonnen hat, dann eben halt in Angriff zu nehmen mit dem Fluss, mit dem Stillstand, mit dem Fluss und mit diesen Richtungen von wegen, wohin unsere Energien drehen. Denn wir drehen ja eigentlich immer, wer sich auch das Universum anschaut oder unser planetäres System, das ist ja nicht, dass das auf der Stelle bleibt, das kommt zwar so vor, aber es bewegt sich ja in einer Spiralbewegung immer durch das All, so ein bisschen wie ein Tanz, und zu schauen, in welche Richtung möchtet ihr jetzt tanzen, um es mal so auszudrücken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf die nächste Rauhnacht.